Und somit herzlich willkommen zu Serious Sam 4, einer kleinen Anspielrunde. Ob es mehr geben wird, weiß ich noch nicht. Wir fangen jetzt im zweiten Level an, Tod von unten. Das erste hieß Tod von oben. Mal schauen, was kommt. Wie du siehst, grafisch, ja, es ist der Mittel zum Zweck. Teil 3 war grafisch auch nicht gerade unbedingt eine Schönheit. Wir sind jetzt unterwegs, kurz einen Blick bitte. Ich muss da kurz das scheiße Dings da leiser dran, den scheiß Kopfhörer. Wir sind jetzt unterwegs mit Pater Michael, der schaut aus wie der wie der Soundtrack-Ersteller von Crow Team. Und natürlich, wer darf nicht fehlen in einem Serious Sam Let's Play? Ich. Wie du siehst, ich bin hier mit Sam unterwegs als Soldat, der noch keine Waffe hat. Ja. Jo. Wie es dazu kam, siehst du in der ersten Episode, die nie erscheinen wird. Es ist typisch Serious Sam. Lauf durch die Level und baller die Gegner ab. Ja. Das ist Serious Sam 4, wie immer halt. Aber es war... So, Father, you came all this way from Russia to find the Holy Grail? Yes. Technically, like Catholicism, Holy Grail is heretical. But this is no time for dogma. Each must do all he can to save planet. Ja, wie gesagt, die Story ist... Sie ist vorhanden, sie ist mittragend für das Spiel, aber mehr nicht, eher Mittel zum Zweck. Und, Hello, folks. This is Bill Corwin on Radio Free 8 with the news. In the ongoing Tunguska offensive, EDF troops are being pushed back further toward Irkutsk. Meanwhile, we're 4 weeks into the occupation of France, and we're starting to get reports of local resistance cells re-establishing communications with the EDF. Lord Ackerman, Mental's chief lackey in Europe, continues being a dickhead, so that's not actually news. What's that doing there? Hold on. I'm getting an update. It looks like a fleet of Octanian raiders is zeroing in on Rome. So if you're anywhere in or near that area, now would be a good time to get the hell out of there. I repeat, if you're in or near Rome, evacuate now. Good luck to you all. ja, mir auch viel Glück, dass ich diesen Scheiß überstehe. Ich habe jetzt eine 2-Tages-Marter hinter mir. Gell? Nur, dass du gleich mal Bescheid weißt. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht, was sich Crow Team bei der Optimierung dieses Spiels gedacht hat. Also, ehrlich gesagt, Fallout 76 war zum Release besser benannt. Muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen. Stand United for Earth. Ja, ist ja der gleiche Mist. Nur kommt mir vor, hat die Serious Engine leider riesige... Is that a giant metal space snake? Yep. Oh, I see. Good. That's good. Wow. Ja, ich will gar nicht viel drüber reden. Ein kleines Update ist ja schon gekommen, ein paar Bugfixes, wie man so schön sagt, und ein paar Performance-Dinge, die ich in den letzten 2 Tagen hinter mir gehabt habe. Ja. I am reloading. I am reloading. Na bitte, Gorsche, hast du das gehört? Er ist am Reloading und der ist am blöd Stehing. Oh, ja. Es gibt ein paar neue Gegner, so wie diesen da. Es gibt ein paar neue Gegner, wie du siehst, den Riesenkotzer da hinten. Zu dem kommen wir später noch. Ja. Dann ein paar neue Gadgets hast du dabei, so wie das dort. Damit kannst du Gegner ein bisschen ablenken, wie du siehst. Aber sonst, es ist prinzipiell gesehen die gleiche Monster-Abschlachtungsorgie wie Teil 1, Teil 3, Teil 2, etc. etc. Und dann hast du halt diesen Speiber da, gell? Dieses Speiberl. Also der kotzt da dumm. Au! Ihr Schweindeln, ja! Ja.
Und mehr gibt es eigentlich zu Serious Sam 4 nicht zu sagen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, ihr habt so gesehen nichts versandt. Wenn du was damit auffangen kannst, ist gut. Wenn nicht, dann ist das Spiel auch nichts für dich. Ganz einfach. Da brauche ich nicht viel mehr umreden und erklärt es sowieso schnell. Es ist halt Serious Sam. Aha, da werden wir sicher noch weiterkommen. Wie gesagt, ich sag halt jetzt einmal, dass die Serious Engine große Defizite mittlerweile aufweist. Reines von der Performance her. An update on the Tunguska offensive. As previously reported, the EDF front has been pushed back further toward Irkutsk. We now know that troops were recalled to participate in an attack on Angarsk, which was aimed at the destruction of a portal. We lost some ground, but at least now the enemy can't teleport straight up our noses anymore. Losing ground might sound like a bad thing, but let's keep in mind that Siberia is a big place with not a whole lot in it. So let them have it if they want it so bad. The point I'm trying to make here, folks, is that we need to pick our battles carefully. If we lose this war, that's it for planet Earth. That's it for us. No more second chances. So if retreating toward Irkutsk is what we need to do today, let's do that. So we can gain ground again tomorrow. Alright? Alles klar. Wer es nicht weiß, da oben steht ja, der derzeitige Missionsverlauf ist ja, wir sollen zu Rodriguez und Jones stoßen. Wer es nicht weiß, Serious Sam 4 Serious Sam 4 erzählt die Vorgeschichte zu Serious Sam 3. Ja. Warum und wieso, das weiß kein Schwein. You have found a Syrian artifact of might. I theorize that the cloud of nanoparticles contained within can grant powerful new skills. However, the human brain may not be... You inhaled it, didn't you? Yep. Of course you did. Sam, sibirische Artefakte der Macht. Wir haben jetzt sogar schon... Aha. Waffen lassen sich schneller nachladen. Also wie du siehst, auch Serious Sam 4 hat ein Dingenskirchensystem bekommen. Also ja, Dinge, die der Mensch nicht braucht, auf gut Deutsch gesagt. Wirst du geheilt, getötet. Nehmen wir das. Ja, wie gesagt, es ist halt, ja, was soll ich das sagen? Du hast jetzt auch ein Level-System, ein kleines. Warum und wieso, keine Ahnung. Das wissen nur die Geier seitens Hühnereier. Oh du Scheiße. So. Let me give you your last ride. Da tragisch, oder? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich gell? Warte mal kurz. Ich habe jetzt alles zu den Spiel erklärt, gell? Sometimes I wish I was back in university. Of course, it exploded and then fell out of orbit. So I guess this is safe by comparison? Ja, das wissen nur die Geier. Ich habe jetzt eigentlich alles zum Spiel erklärt und ja, es ist typisch Serious Sam 4. Wie du siehst, unzählige Gegnerhorden, eine nach der nächsten.
Was ich schon seit Jahrzehnten in Videospielen vermisse, sind Gegner mit Schild. Nur was mir halt aufgefallen ist, die Schrotflinte da. Ich hab noch nie so ein überpowerte Dings gesehen. So ein überpowerte Schrot, wie du siehst. Back to hell with you. Ja. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zum Sagen. Ob ich davor jetzt ein Let's Play mache, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht will ich es auch daheim für mich selber mal privat spielen, dass ich euch ein bisschen was sage später mal. Aber ich muss auch mal ehrlich gesagt gestehen, das ist es im Prinzip, ja, wenn du mein Serious Sam 3 Let's Play schaust, dann weißt du ungefähr, was dich in Serious Sam 4 erwartet. Ja, mehr kann ich dazu. You're right. We must continue. I have faith that the Lord will protect them. Ja. Wenn du Serious Sam 3 spielst, weißt du, was da auf dich zukommt. Since you have the shotgun, can you shoot and I'll pray? As you wish. Aha. Wir haben Helfershelfer. Oh, benvenuto. Welcome to Rome, friend. How do you like it? Love the food. Hate the traffic. Traffic. Well, my convoy got blown up. Still better than before. So. Wir spielen auf normal. Und die KI ist nicht unbedingt die schlauste. Aber, naja. Was ist da? Freunde. Sag einmal, seit wann wieso hast du deine Mama zum Spielen eingeladen? Haha, der Schmäh ist schon alt, gell? Das war die Cousine und das war der Großvati. Mhm. Du weißt ja, wie es heißt. Wenn deine Tante ein Pimperl hat, war es deine Oma. Dein Opa. So. Saving the planet. You should talk to Massimo. This is also his hobby. Aha. Jetzt können wir gegen Drohnen auch schon aufhalten. Toll. Au. Ich häng. Ja. Wir werden es dabei belassen. Es ist Serious Sam, wie du Serious Sam kennst. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen von meiner Seite her, gell? Also, wir hören und sehen uns das nächste Mal bei irgendeinem anderen Video, was ich da kurz mal sage. Oder irgendein langweiliges Let's Play, was ich halt da bringe auf den Kanal, gell? Und bis zum nächsten Mal. Baba.